Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück bei «Hören mal». Ich hoffe, euch geht's gut. Mir geht's irgendwie erstaunlich gut. Ich war gestern den ganzen Tag mit Menschen unterwegs gewesen, was eigentlich mein Tod bedeutet. To be fair, ich habe auch irgendwie bis um 12 Uhr geschlafen. Das könnte ein guter Grund sein dafür, wieso es mir nicht scheiße geht. Aber ja, meine Social Battery ist ausnahmsweise gar nicht so schlimm dran nach einem ganzen Tag Menschenkontakt. Ich habe auch wahrscheinlich irgendwie die letzten 2 Wochen dafür keinen Menschenkontakt gehabt. Wahrscheinlich hängt es mit dem zusammen. Egal, ich hoffe, euch geht es gut. Ich hoffe, euer Januar, der Jänner, oder, ist bis jetzt ein geiler Jänner. Ich weiß nicht, wie überfordert mit der ganzen hohen Schneesituation. Gestern wollte ich abfahren, eben um dort hinzugehen mit meinen Kolleginnen. Und dann haben sie von außen alles gemacht, enteist. Meine Mutter hat mir so einen hohen fancy Spray gegeben, der einfach so Eis auflöst. Wieso hat man immer gesagt, dass das existiert? Wieso bin ich immer am Rumkratzen, wenn ich einfach so einen Spray drauf spritze? Auf jeden Fall, das habe ich gemacht, alles schön bla bla bla. Nachher hocke ich rein, die haben einfach die Scheibe von innen gefroren. Wo bin ich da im Film? Ich dachte, mein Auto ist kaputt. Und dann habe ich herausgefunden, dass es liegt daran, wenn man offene Getränke im Auto lässt und es dann gefriert, weil dann kommt halt die Feuchtigkeit von diesen Getränken an die Scheibe. Darum lasst nicht eure halbleeren Red Bulls im Auto. Freundliche Grüße, Emma. Ich habe das eben auf Insta gepostet, so Bro, what the fuck, er hätte mir auch sagen können, dass das passiert. Und dann sind hure viele so gesagt, hä, bei mir passiert das auch, ich weiß nicht wieso, ich glaube, mein Auto ist nicht dicht. Hure viele haben dann eben auch gesagt, ja, es könnte eben daran liegen, wenn man etwas Offenes drinnen gelassen hat oder wenn so die Fußmatten feucht sind von den Schuhen. Darum immer gut die Schuhe abklopfen vor dem Reingehen. Ja, das ist so das Maximum an crazy Scheiß, was passiert ist. Doch, ich bin gerade dran, ein neues Podcast-Cover zu gestalten mit meiner eigenen Handschrift und so. Und es ist recht überfordernd, weil ich frage mich die ganze Zeit, okay, könnte ich es noch einmal schöner machen oder nicht? Und dann mache ich es nochmal neu und dann ist es hässlicher. Und so geht es die ganze Zeit vor und zurück. Und ja, falls ihr es verpasst habt, Leute, es gibt eine Live-Hören-mal-Show. Oh, sorry, ich muss die ganze Korb singen. Ich habe so Red Bull getrunken. Aber es gibt eine Live-Hören-mal-Podcast-Show. Ich bin mir sicher, ihr habt es bis jetzt irgendwo schon gehört. Sorry, ich muss euch nerven mit dem, bis entweder Tickets ausverkauft sind oder halt einfach der Tag kommt, wo es so weit ist. Ich muss sagen, ich bin nervös, aber nicht mehr so nervös, weil ich habe, glaube langsam ein Thema, wo ich gerne darüber reden und so Ideen, was ich mit euch anstellen kann. Weil, ich meine, ihr müsst ja auch etwas so zu suchen haben in dieser Show. Ich hocke sicher nicht einfach nur dort und laber 2 Stunden. Nein, ihr müsst hier auch mitmachen. Und ja, je näher dass es kommt und je mehr dass ich einen Plan habe, desto weniger nervös werde ich. Und ich freue mich hure. Und einfach mal allgemein, sorry, so eine hure cringy Anmerkung. Ich habe im Fall so Freude an euch meistens, wo halt auch wirklich so mit mir schreiben und so antworten auf meine fucking Sachen. Jetzt nicht nur auf den Podcast bezogen, sorry, falls du mich nur vom Podcast kennst, aber auch so wegen meinen Videos oder meinen Insta-Stories oder halt alles, weil es fühlt sich wirklich dann so an, keine Ahnung, so wieso, als hätte ich so 40 Millionen Friends, die einfach so den gleichen Humor haben wie ich, weil eben so die mir halt schreiben, sind dann so, haha, oh mein Gott, same. Und dann bin ich so, oh mein Gott, cool, wir sind einfach alle gleich. Früher hatte ich Angst gehabt, um gleich zu sein wie alle anderen, so immer, weil so, ja, wie sagt man das, Individualitätskomplex. Aber jetzt bin ich auch so, oh mein Gott, cool, wir sind alle gleich, we're just girls. Und natürlich auch für die Nice Guys. Das ist jetzt mein neuer Slogan, Leute. «Hören mal» ist für die Girlies und Nice Guys. Wie findet ihr das? Weil ich finde es halt auch ein bisschen blöd. Ich will nicht immer die Typen ausschliessen, weil ich weiss, es hören mir Typen zu. Und hure viel haben ich habe so eine Umfrage auf Insta gemacht, auf dem «Hören-mal»-Account, um herauszufinden, wie viele Typen eigentlich an die Podcast-Show kommen. Weil es haben mir Typen geschrieben, so, Bro, bin ich eigentlich komisch, wenn ich dann komme, weil ich will nicht der einzige Typ sein. Und dann haben Girls einfach alle abgestimmt, nur um das Ergebnis zu sehen und haben alles verfälscht, Digga. Also auch Typen haben abgestimmt, um zu sehen, wie viele Typen eigentlich kommen und so. Leute, das macht keinen Sinn. Macht nicht. Hört auf meine Umfragen verfälschen. Ich nehme das sehr ernst, meine Studie. Auf jeden Fall, wenn ihr alle wisst, wie viele Typen meinen scheiß Podcast hören, ich kann euch das ganz einfach sagen, weil ich habe so Insights, Zielgruppen. Und da steht, also erstmal, die meisten von euch sind zwischen 18 und 22 und die zweitgrößte Kategorie ist 23 bis 27, was mich eigentlich echt verschreckt, weil was macht ihr mit meinen Gedanken? So findet ihr nicht, ihr hört immer ein kleines Kind zu. Das finde ich fühle mich geehrt. Auf jeden Fall sind es 20% Männer, Leute, das sind hure viele. Also weißt du, so, von meinem Content her, in diesem Podcast würde ich so sagen 2%. Aber es sind 20%.
Props an euch. Ich schwöre euch, wenn ihr eine Freundin habt, die wird euch dankbar sein. Oder wenn ihr keine Freundin habt und auf der Suche nach einer sind, ihr werdet so ein fucking Womanizer werden. Weil so, ich gebe euch alles mit, was ihr braucht, um eine Frau zu verstehen. Oder eine Frau meines Alters mit selbem Knacks in der Schüssel. Und falls ihr gay sind, dann finde ich auch cool, dass ihr da sind. Dann bringe ich euch wahrscheinlich nicht so viel. Okay, never mind. Also wir machen weiter. Mein Thema von heute ist, und sorry Leute, ich würde so gerne euch ein bisschen näher erleuchten, keine Ahnung, wieso genau dass ich auf das Thema gekommen bin. Aber wie ihr euch vorstellen könnt, sind meine Themen eben ziemlich oft recht, wie soll ich sagen, aktuell. Und gewisse Leute sind eben da auch betroffen und viele, viele Leute, die mich in echt kennen, hören hier manchmal rein. Und manchmal geht es um diese Leute. Und manchmal auch nicht. Ich weiß nicht, ob es heute um diese Leute geht. Sorry, das ist alles fiktiv hier. Aber auf jeden Fall, ich bin aus gegebenem Anlass, aus meinem Leben, auf die Idee gekommen, dass ich heute darüber reden werde, wie es ist, wenn man eigentlich von Situationen rauswächst oder auch von Beziehungen oder Personen, so, keine Ahnung, wie man es genau nennen will, aber einfach, wenn man aus etwas rauswächst. Und zwar nicht nur von den fucking Kleidern. Wir sind zwar alle... Oh mein Gott, ich will das übrigens auch mal anmerken, Leute. Ich habe das Gefühl, ich weiß nicht, gestern bin ich auch eben mit einer Freundesgruppe unterwegs gewesen, und es ist so oft um das Thema gegangen, so, Bro, irgendwie habe ich so viel zugenommen und so. Und nicht, dass ich das blöd finde, weil ich finde es ja auch relatable, weil mein Körper hat sich auch mega fest verändert, seit ich so, würde sagen, 19 geworden bin. Und das ist auch normal. So, eben, das ist eben jetzt gerade mein Punkt. Es ist so normal in dem Alter, wo wir jetzt sind, und wahrscheinlich keine Ahnung, bis wann das weitergeht, aber halt so unendlich lang wahrscheinlich, dass dein Körper sich mega verändert. Ich weiß jetzt nicht, wie das bei Männern ist, sorry, aber so für die Girlies, fühlt euch bitte nicht gestresst von dem. Ich weiß, es ist eine Umgewöhnung und man schaut immer eben zurück auf so Fotos und denkt so, oha, da bin ich so dünn gewesen. Aber das ist halt einfach so ein Kinderkörper. Und ich weiß auch, eben nicht um das Gespräch von gestern mit diesen Girlies schäden, überhaupt nicht, weil eben, ich finde es auch wichtig, dass man miteinander darüber redet, weil sonst fühlt man sich immer so allein, so, ich bin die Einzige, die irgendwie zugenommen hat. Also, Bro, nein, wir haben alle das Gefühl, wir haben zugenommen und von außen checkt es aber niemand. Niemand kommt zu dir an, also wahrscheinlich die wenigsten Leute erleben das, dass jemand ankommt, ausser so random Familienmitglieder, so Tante Olga oder so, wo sie sagen, jetzt hast du aber zugenommen, so, nein, du bist auch erwachsen worden. Darum das kurz am Rande von wegen rauswachsen, aber eben, wir reden nicht über das rauswachsen, sondern wir reden darüber, wenn man so das Gefühl hat, irgendwie man fühlt sich so ein bisschen fehl am Platz oder ich habe das Gefühl, das ist jetzt bei mir vor allem nach der Schulzeit gerade gekommen, also nach dem Gymi, weil dort hast du halt einfach so deine Friend Group, wo du halt jeden Tag siehst. Und du hast das Gefühl, du hast es mega gut miteinander, weil du redest miteinander über alles, du kannst dich über alles zusammen aufregen, du bist am Gossipen den ganzen Tag, wenn du nichts Besseres zu reden hast. Man schreibt einander den ganzen Tag nachher noch, hey, hast du gelernt, hey, hast du das angeschaut, hey, kannst du mir das schicken? Du bist ständig mit diesen Leuten in Kontakt und das ist so ein tolles Gefühl eigentlich. Jetzt im Nachhinein denke ich so, oh mein Gott, die Emma hat es verdammt gut gehabt, weil sie hat 24/7 irgendjemanden gehabt, um damit zu kommunizieren und so, du hast auch das feste Umfeld. Auch wenn du die Leute hasst von mir aus, Bro. In der Schulzeit habe ich gedacht, oh mein Gott, das sind alles so Opfer. Und jetzt denke ich zurück und denke so, ja, aber wir haben es eigentlich schon gut gehabt miteinander. So. Weil eben, man hat einfach das secure Umfeld, auch wenn es ein nerviges Umfeld ist, du weißt jeden Tag, du kommst zu diesem nervigen Umfeld. Und das ist halt nach der Schulzeit überhaupt nicht mehr. Jetzt mal abgesehen davon, dass ich halt selbstständig bin und daheim hocke, auch wo ich jetzt, also ja, ich habe ein Jahr studiert habe, wo ich in der Uni war, war auch etwas ganz anderes gewesen. Und alles ist halt neu. Und dann denkst du so zurück an die Leute und bist so, mega cool. Nachher probierst du eben, nach der Schulzeit, hure mit diesen Leuten irgendwie so in Kontakt zu bleiben und du meldest dich und irgendwie merkst du dann aber recht schnell bei ganz vielen von diesen Leuten so, fuck, Alter, aber über was reden wir überhaupt? Also, jedes Mal, wenn du dich mit diesen Leuten triffst, geht es einfach nur darum, ja, weißt du noch, wo der Herr Müller das gemacht hat? Ja, hahaha. Und die ersten 3 Mal ist es lustig. Beim 4. Mal bist du so, okay, ja, aber über das haben wir jetzt schon 3 Mal geredet. Und so seit 4 Jahren reden wir schon nur über das. Und je öfter man so auf Krampf probiert, irgendwie die Freundesgruppe aufrechtzuerhalten oder die einzelnen Freundschaften, geht dir wie so fucking der Gesprächsstoff aus. Und irgendwann hockst du dort und fragst dich, bringt mir das überhaupt etwas mit dieser Person rauszugehen oder mit ihm Mühe zu geben. Weil, was dir auch niemand erzählt, für nach der Schulzeit, ist so, niemand hat mehr Zeit. Du musst dir so
Mühe geben, um jemanden zu treffen, um etwas abmachen mit jemandem, weil alle busy sind und alle haben plötzlich ein ganz anderes Leben. Und du bist nicht mehr einfach so, ja, wir haben ja um 4 Uhr aus, gehen wir um 5 Uhr nicht. So, du musst fucking 2 Minuten im Voraus fragen, hey, hast du eigentlich irgendwann mal Zeit? Dann kriegst du irgendwie so 3 Termine, wie so, als würdest du zum Arzt gehen. Und dann kannst du hoffen, dass irgendeiner von denen dir geht. Und siehst die Leute einfach so einmal alle Schaltjahr. Und wenn du dann so viel Aufwand reingesteckt hast, nur zum nachher heimgehen und denken, wieso bin ich mit dieser Person genau befreundet? Oder was habe ich mit dieser Person genau gemeinsam? Das ist so der Punkt für mich, wo ich dann merke, Alter, irgendwie passen wir, glaube ich, vielleicht einfach nicht mehr zueinander. Also das ist das Outgrowen, rauswachsen aus etwas, was ich meine. Auf Englisch macht es halt viel mehr Sinn. So, growing out of a friendship. I outgrew my friendship. So, das meine ich, Leute. Und mir ist es irgendwie fest so ergangen, eigentlich mit den meisten Leuten, die ich von meiner Schulzeit kenne. Und das ist irgendwie so, fühlt sich dann instant so an, als wäre ich das Problem. So, fuck, Alter, wieso kann ich nicht mit diesen Leuten weiter befreundet sein? Die alle verstehen sich irgendwie noch, aber ich bin einfach fehl am Platz dort. Und auch wenn es vielleicht nicht von außen auffällt, also ich glaube, ich könnte locker mit diesen Leuten weiterhin befreundet sein, wenn ich mich einfach verstellen würde oder einfach anständig wäre, so, weil von außen siehst du das nicht, aber innerlich, mein Gefühlszustand hat sich einfach so fest verändert gegenüber von diesen Leuten, dass ich fast, also weißt, dass ich so fest überlegen muss, was habe ich jetzt 4 Jahre lang mit diesen Leuten gemacht? Was habe ich genau in diesen Leuten gesehen? Und du magst dich so gar nicht zurückversetzen in, wieso du die Leute gerne hast. Das ist so ein unangenehmes Gefühl. Und da wollte ich einfach darüber reden, vielleicht falls du so kurz vor dem stehst und du hast schon so Angst, so, oh mein Gott, es wird sich alles verändern. Ja, es wird sich alles verändern, aber das ist nicht unbedingt etwas Schlechtes. Oder falls du vielleicht auch so denkst, so, oh mein Gott, Alter, same, ich habe das Gefühl, mit mir stimmt etwas nicht, weil einfach ich die Freundschaften nicht aufrechterhalten kann. Es kann auch einfach sein, dass ihr nicht mehr zusammenpasst. Und dann ist es nicht blöd von dir oder du bist nicht das Problem. Wenn du halt Grenzen setzen kannst und für dich selber irgendwie sagst, okay, das ist mir irgendwie nicht wert, dann gehe ich lieber einfach mit meinen anderen 2 Leuten raus und plane die Zeit, die ja niemand mehr hat, einfach sinnvoll ein und mache dann halt einmal im Monat etwas, wo mir hure Spass macht, anstatt einmal im Monat so Müdigkeit zu gehen und so, soll ich jetzt mit dieser weiter befreundet sein oder nicht? So das ständige Overthinken und sich so, ich finde, eine Freundschaft sollte halt wirklich nicht so sein, dass du dir so viele Gedanken machen musst. Und logisch gibt es Phasen, wo man das mehr hat und ich will auch nicht sagen, so, alles muss immer so leicht sein und so, aber du musst immer, wenn es mal nicht so eine leichte Phase ist, finde ich, in einer Freundschaft, das Gefühl haben von, ja, aber das ist es mir wert, weil die Arbeit lohnt sich nachher auch, weil es ist eine mega tolle Freundschaft und ich mache das gerne für sie. So, ich habe jetzt gerne ein unangenehmes Gespräch mit dieser Person, weil es bringt mir am Schluss etwas, weil ich will sie ja nicht verlieren, zum Beispiel. Aber jetzt mal kurz einfach so. Ich glaube, mal von Anfang an. Es ist in unserem Alter oder in meinem Alter sehr normal. Und ich habe extra vorher mit noch 2 engen Friends von mir gefacetimed und habe sie gefragt, ja, Bro, was denkt ihr eigentlich so zu dem Thema, das ich jetzt hier rede? Und ein Typ, ein Mann, hat das gesagt, dass er das Gefühl hat, so, dass jetzt gerade einfach so in dem Alter, wo wir jetzt sind, also so 20 aufwärts, du bist schon im Studium, keine Ahnung, du entscheidest dich so langsam, was will ich eigentlich wirklich machen oder du findest so raus, wer du eigentlich selber bist und so. Wenn man jetzt neue Friends hat, dann ist es auch viel stabiler, weil du bist nicht mit einem Kind befreundet und du bist nicht miteinander nur befreundet, weil du musst, weil du jeden Tag aufeinander hockst, sondern du suchst dir jetzt irgendwelche einzelnen Leute aus, pickst sie dir raus, weil du sie actually gerne hast und es ist ziemlich vorhersehbar, was die Leute in naher Zukunft machen und das gibt dir ja auch wieder so eine Sicherheit irgendwie. Also die 2 Friends, mit denen ich gefacetimed habe, habe ich vom Studium kennengelernt. Wir haben es mega gut miteinander und das ist für mich auch so, ich habe es besser mit ihnen als mit Leuten, die ich irgendwie 6 Jahre lang kenne. Einfach weil ich sie neu kennengelernt habe und sie keine Überraschungen bringen. Also sie sind einfach quasi schon ziemlich geformte Persönlichkeiten und es ist irgendwie etwas ganz anderes. Und das, finde ich, gehört auch zu dem Thema, dass man oft, eben die Leute, die man mega lange kennt, du kommst nicht mehr aus dem Bild, aus dem gefestigten Ding, wo die Leute von dir haben. Und dann bleibst du in dieser Rolle. Und darum finde ich es auch mega
kritisch, wenn ich so Leute anschaue, die wirklich das ganze Leben die gleichen 2 Kollegen haben und niemand Neues reinlässt, niemand Neues kennenlernt, weil, Bro, die Person, also es gibt so Childhood-Friends, die einfach wirklich gut funktionieren und so, aber meistens, Bro, du hast auch irgendein Bild voneinander, von wo du 80 bist und das hast du einfach die ganze Zeit nachher. Ich habe auch Kolleginnen, die mich schon lange kennen und ich spüre, dass die von mir denken, dass ich immer noch gleich bin, wie als ich 12 war. Also zum Beispiel, ich bin recht impulsiv und so und mega emotional und das bin ich ja immer noch. Also ich meine, wenn du mein Freund bist jetzt gerade und ich ein Problem habe mit etwas, was du gesagt hast, dann werde ich anfangen heulen, dann werde ich ein Gespräch mit dir suchen, Bro, aber das geht im Fall nicht, wegen dem und dem. Und dann können wir vielleicht, wenn es nicht gut rauskommt, können wir 5 Stunden über das diskutieren, weil ich bin einfach ein emotionaler Mensch, wenn du mir wichtig bist, oder? Aber ich habe schon langsam gelernt, okay, es gibt eine Art und Weise, wie man das angeht und vor allem mache ich das nicht mehr einfach bei allen Leuten. So, mein Freund ist ja der Nächste an mir und dort traue ich mich quasi die Sau rauszulassen, was ja auch nicht mega okay ist, aber so blöd gesagt, ich mache das nicht mehr bei allen Kolleginnen, weil sie auf Ask.fm einen Screenshot von mir gepostet haben, den ich scheiße gefunden habe. So, wisst ihr, was ich meine? Früher hat es einfach andere Konflikte gegeben, wo ich dann wahrscheinlich auch wirklich scheiße reagiert habe, wie halt so eine 12-Jährige reagiert und so und mega passiv-aggressiv und so. Aber ich habe eine Kollegin, die dann einfach von mir erwartet, dass ich halt immer noch so reagiere. Und dann ist sie surprised, wenn ich ihr irgendetwas erzähle und sie ist so, oha, hast du in diesem Fall jetzt gerade nicht passiv-aggressiv reagiert? Und ich bin so, Bro, aber im Fall so bin ich schon seit, keine Ahnung, 2 Jahren nicht mehr, 3 Jahren nicht mehr, 4 Jahren nicht mehr. Aber du hast einfach immer noch das Bild von mir. Und das ist so frustrierend, irgendwie, wenn du merkst, du kommst so nicht weiter bei einer Person und du musst immer wieder von Neuem irgendwie dieser Person gegenüber beweisen, hey, nein, ich bin im Fall nicht mehr so, ich habe mich verändert, aber auch dir selber gegenüber, weil das ist ja mega verunsichert, wenn jemand, der mich eigentlich gut kennen sollte, oder, von vor Jahren, du denkst immer, oh, die Person hat alles miterlebt, weiss, wie ich bin, die kennt mich in- und auswendig. Und dann kommt trotzdem so, aha, aber die kennt mich irgendwie gar nicht, die weiss ja gar nicht, dass ich mich verändert habe, die erwartet von mir einfach das gleiche Verhalten von vor 5 Jahren. Heisst das dann, ich habe mich nicht verändert? Und dann gehst du halt dir selber zweifeln. Und darum finde ich das mega gefährlich an so langjährigen Beziehungen oder Freundschaften, dass es so fest gesessen ist und du kommst so nicht weiter. Und das ist nicht immer so, aber genau so Freundschaften spreche ich jetzt mit dem an. Und wenn das nicht so ist und du hast eine langjährige Freundschaft und ihr entwickelt euch zusammen weiter, das ist ja genau das Ideale. Und ich glaube, wenn das eben nicht passiert, dann tut man sich gegenseitig irgendwie outgrowen oder jemand tut so zu schnell sich quasi entwickeln und jemand bleibt so wie so zurück. Und dann passiert so das komische Disbalance-Ding, wo du dich einfach unwohl fühlst. Und ich glaube, die Person, die zurückbleibt, fühlt sich unwohl. Ist so, hä, was macht die jetzt, Bro, was ist die jetzt plötzlich so anders? Und dann passiert auch das, dass man anfängt übereinander lästern. So, Bro, was hat die das Gefühl, wer sie ist? Jetzt macht sie das und das und so. Während eine andere Kollegin von mir würde sagen, wow, go Emma, ich finde das so cool, dass du etwas Neues ausprobierst, dass du fucking Chancen ergreifst und so, keine Ahnung, Bro, keine Ahnung, das ist ein dummes Beispiel, so, aber kennt ihr das? Es gibt immer die Leute, die so sind, wuhu, du bist so cool, ja, trau dir etwas Neues zu machen. Und dann gibt es die Leute von vor 6 Jahren, die so sind, hey, bist du sicher, willst du das machen? Weil sie es dir einfach nicht zutrauen, weil sie die als 12-jähriges Kind im Kopf haben, das unsicher war. Und wenn Leute in deinem Umfeld dir nicht erlauben, dich weiterzuentwickeln, dann glaub mir, wirst du dich auch nicht so weiterentwickeln. Darum bin ich feste Vertreterin davon, dass man nicht unbedingt muss an dem festhängen, so, aber wir kennen einander schon so lange. Und ich finde das schwierig. Ich finde das, also Leute, ich laber da jetzt so groß, aber für mich ist das auch mega, mega schwierig, weil ich ja so oft, Bro, weil ich schon ein paar Mal umgezogen bin und schon so ein bisschen die Insecurity habe von, wow, alle Leute an jedem Ort, wo ich jemals angezogen bin, haben schon ihre Kindergarten-Friends. Und ich habe das nicht, weil ich fucking immer weg bin. Und das Höchste, was ich habe, sind so Leute, die mich seit 5 Jahren kennen. Und mir ist es auch wichtig, dass ich Leute in meinem Leben habe, wo ich darüber reden kann, weisst du noch, wie ich in der Primar war? Oder weisst du noch, wie ich in der Oberstufe war? Weisst du noch, wie ich im Gymi war? Und jedes Mal, wenn ich so eine Freundschaft verliere, habe ich das Gefühl, ich verliere wie so auch einen Teil von meiner Identität. Weil wenn ich nicht mit jemandem darüber reden kann, wie es war, dann bringt es mir auch nichts so. Dann vergisst ich selber, wie es war, dann habe ich niemanden, um darüber zu lachen. Und das gibt einem ja schon viel. So die Gymi-Freundschaften und das ist auch okay. So, es gibt nicht nur outgrowen und nicht outgrowen, sondern es gibt auch das, ja okay, wir sind glaube ich nicht mehr beste Kollegen, aber wir können uns gleich einmal im Jahr sehen. So, und dann lachen wir wieder und dann spüre ich, dass ich jemanden habe, der mich schon lange
kennt und das war es dann gewesen. Und für mich ist es mega schwierig, von so Leuten loszulassen, eben, obwohl ich auch das schon ein paar Mal machen musste, weil es einfach wirklich keine guten Leute waren. Aber jedes Mal so, fuck, jetzt verliere ich wieder jemanden, der ein fetter Teil von meiner Identität war, eine Zeit lang. Und wer bin ich dann, wenn ich die Leute verliere? So, existiert der Teil von mir dann noch, wenn ich die nicht mehr habe? So mega crazy Gedankengang. Aber ich glaube, das kann man schon nachvollziehen, oder? Und mir ist das auch unangenehm auszusprechen, eben genau, weil wir Leute zuhören, die nicht mehr so close mit mir sind. Eben genau, weil wir Leute zuhören, die sich jetzt wahrscheinlich fragen werden, aber gehöre ich jetzt zu denen, die outgrowth? So, es ist mir unangenehm, darüber zu reden und es ist mir auch unangenehm, weil ich das Gefühl habe, keine Sau redet über das. Und ich will auch nicht die sein, die dann sagt, ja Leute, langjährig, so. Es wäre so viel einfacher, um einfach zu sagen, ja, es ist mega cool, wenn man so lange befreundet ist und ich wünschte, ich hätte das auch. Und es klingt low-key, wenn ich jetzt so überlege, es klingt auch so, als wäre ich so jealous auf die Leute, die so, seit sie Babys sind, befreundet sind, weil ich das einfach nicht habe. Ich hätte actually so eine Kollegin, die mich noch nicht hasst, aber wir haben auch nichts mehr miteinander zu tun, aber so, ich könnte wahrscheinlich mit einer Freundschaft wieder aufbauen und dann hätte ich das. Also, Argument debunked, ihr könnt mir das nicht anhängen. Nein, aber darum, habt keine Angst davor, das abzudingen und sagen, sorry, es läuft irgendwie gerade nicht so, wie ich mir das wünsche. Und ich bin offen dafür, neue Leute kennenzulernen. Und ihr werdet so viel von neuen Leuten lernen. Und es ist im Fall auch nicht schlimm, wenn jemand nicht weiss, wie du in der Schulzeit warst. Oder wenn jemand nicht mit dir über deinen Lehrer lachen kann. Also, es gibt so viele andere Sachen, um darüber zu lachen. Und ihr werdet in 5 Jahren genau gleich etwas Neues haben, um darüber zu lachen, was jetzt gerade passiert ist. So, weisst du noch, wo du deinen ersten Job gehabt hast? Weisst du noch, was du für eine Frisur gehabt hast? Bro, es gibt immer etwas. Im Nachhinein ist alles lustig, so, in ein paar Jahren. Und die Leute werden dir auch so neue Perspektiven zeigen, weil du eben bei denen, du bist nicht festgesessen in einem Bild, das sie von dir haben, sondern du hast die Chance, dich selber in ihrem Kopf neu zu verwirklichen quasi. Du kannst einfach neue Leute kennenlernen und du bist einfach du von jetzt. Und die Leute werden dich dann so im Kopf haben, wie du jetzt bist und die respektieren für das, was du jetzt bist und nicht immer denken, ja, aber wo du 12 warst, bist du aber ein Arschloch gewesen. Und logisch haben das auch nicht alle im Hinterkopf. Aber ich meine, überleg dir mal, denk mal an so eine Kollegin von dir, die du schon mega lange kennst. Oder so. Und dann überleg mal, was ist so ein Gedanke, den du über sie hast. Wo du dann wahrscheinlich, wenn du länger überlegst, wirst du so, okay, aber macht sie das überhaupt jetzt noch? Keine Ahnung, Digga. Ich habe das einfach so random im Kopf, weil sie das wahrscheinlich früher hure oft gemacht hat. Wisst ihr, was ich meine? Das geht uns allen so. Und das, ich meine, eben, wir selber sind auch, also ich bin auch guilty of that, bin ich ziemlich sicher. Und das merkt man immer richtig, wenn man so Leute von der Schule random irgendwo sieht und sie sind so mega anders. Und du bist so, what the fuck, das hätte ich ihr jetzt gar nicht gegeben. Schon recht verändert. So, Bro, ja, hoffentlich hat sie sich verändert. So mega cringe, wenn du gleich bleibst, wie du im zweiten Gimmi warst. So, hoffentlich tut man sich weiterentwickeln. Aber jedes Mal, wenn man mit dem konfrontiert wird, ist einfach so der instinktiv fucking Response ist so, oh, okay. Anstatt so, wuhu, mega cool, geil. Ich habe gedacht, du wirst Biologin, aber plötzlich bist du jetzt Stripperin. Weißt du, aber nie im Leben würdest du so reagieren. Du wärst so, oh mein Gott, ich habe gedacht, sie ist voll gescheit. Und so. Ein dummes Beispiel, sorry Leute, ich habe heute kein gutes Beispiel. Und ich glaube, ganz oft ist das auch so ein Scheinbild, falls du vielleicht auch insecure bist, dass du nicht so mega viele so Childhood-Friends hast und so. Die meisten, die ich kenne, die das haben, sind so abgefuckt voneinander und sagen einfach nur, ja, also eigentlich, keine Ahnung, ich bin halt einfach nur noch mit ihr befreundet, weil wir uns halt schon so lange kennen, so, das wäre mega schade. Und das ist das einzige Argument, wieso man mit jemandem befreundet bleibt. Und das ist für mich einfach kein gutes Argument. Also eben, ich habe ja auch gerade gesagt, so, ja, für mich ist das halt schon auch schwierig, von so Leuten loszulassen. Aber so close mit jemandem bleiben, nur wegen dem, finde ich blöd. Ich finde es fair, zu sagen, ja, also gerade Kontakt abbrechen, so muss man ja nicht. Man kann ja ab und zu mal sich sehen und fragen, hey, wie geht's und so. Fair. Aber eine auf Fake Besties machen, nur weil wir zusammen in den Kindergarten gegangen sind und dabei fuckst du mich so ab, weil du seit 14 Jahren die gleiche Person bist und ich nicht mehr mag, dann ist halt so ein bisschen so, okay, ja, was bringt es dir und was sagt das über dich selber aus? Red Flag. Und dann habe ich meine Kollegin gefragt, die richtig gut ist im so Kommunizieren mit ihren Friends und sie hat auch recht viele weibliche Friends und ich finde das mega bewundernswert. Und sie hat auch zwei Kolleginnen, die sie mega lange kennt. Und dann habe ich gesagt, ja, sie so, ja, ich habe auch nur eine Freundin. Und ich so,
du bist 2. Und sie so, nee, die andere ist wie eine Schwester. Und ihr müsstet sie kennenlernen. Low-key, vielleicht bringe ich sie dazu, mal mit mir zu reden im Podcast, weil sie ist so geil, Alter. Und das sagt, glaube ich, schon viel aus, dass sie einfach eine Kollegin hat, die sie so als Schwester betitelt. So, das ist mein Vorbild. Sie ist, ja. Auf jeden Fall habe ich sie gefragt, wie hast du das gemacht mit denen, oder halt mit der einen, die sie nicht als Schwester sieht, sondern wirklich eine Freundin. Und sie hat mir diese Sache gesagt. Sie hat gesagt, es braucht so viel Arbeit und sie hat gesagt, sie sind auch schon mega oft, sind sie so kurz davor gewesen, so, Bro, aber haben wir einander überhaupt, also weißt du, so, bringen wir einander überhaupt noch etwas? Und dann haben sie sich aber jedes Mal wieder dafür entschieden, ja, wir bringen einander etwas und ja, wir geben uns jetzt die Mühe, weil sie halt das füreinander machen wollen und weil sie einander wirklich gerne haben. Und das ist fucking geil, aber eben, es braucht auch dann eine Person, die das Gleiche gibt. Du kannst nicht sagen, ja, mir ist es wert und die andere Person ist so, ja, dann mach halt. So, nein, beide müssen sagen, okay, wir arbeiten jetzt an dem, weil wir wollen miteinander befreundet sein. Und das ist natürlich sehr schwierig zu finden, aber wenn du das hast, würde ich auch sagen, Bro, dann klammern die an dem dran und an das dran. Und es ist auch nicht eben so, ich sage nicht, ja, wenn ihr das Gefühl habt, es passt einfach nicht mehr, ja, dann finde ich, müsst ihr nicht mehr befreundet sein. Sondern, wenn du merkst, so, mal schauen, dann gibt es eben die Sachen, die du machen kannst. Eben, fest daran arbeiten. Und zwar, haben sie gesagt, man muss selber herausfinden, wie man selber ist in einer Freundschaft und dann aber auch mit der anderen Person darüber reden. So, hey, für mich ist das und das so und so. Und dann sagt die andere Person, ja, und für mich ist es aber so und so und so und so. Und wenn du die andere Person halt viel besser verstehst, weil das ist nicht gern, nur weil du einander lang kennst. Bro, ihr wisst es. Es gibt so viele Leute, die dich lang kennen und du bist so, du hast keine Ahnung, wer ich bin. Und die Leute meinen vielleicht, sie wissen, wer du bist, aber sie haben keine Ahnung, wie du reagierst in Situationen, sie haben keine Ahnung, was dich stresst, sie haben keine Ahnung. So, all diese Sachen sind ja eigentlich wichtig, um eine gute Freundschaft zu führen, weil du willst einander nicht die ganze Zeit auf die Füße stehen und du willst einander respektieren können und du willst auch nicht immer verletzt sein. Zum Beispiel, wenn jemand sich nie meldet und die andere Person meldet sich immer und du bist so verletzt, weil «Hallo, ich melde mich immer und du meldest dich nie, du hast mich nicht mehr gern», dann gebe ich mir halt auch keine Mühe. Und für die andere Person ist so «Hey, ich kann einfach nicht mehr. Ich kann einfach fucking nicht mehr geben.» Und das überhaupt zu hören, wenn ich meinen Friends sage, hey Leute, ich habe euch so gern, aber irgendwie schaffe ich es einfach nicht, mich bei euch zu melden und mein Handy stresst mich so und ich melde mich dann bei euch, wenn ich wieder etwas machen kann. So, das ist für alle okay, weil sie checken dann, es ist wegen mir und hat nichts damit zu tun, dass ich sie nicht gerne habe. So. Und das ist so viel einfacher für die Leute, dann einfach über das hinwegzusehen und so, ja, sie ist einfach so. Und logisch, es gibt auch Sachen, wo man daran arbeiten muss, wo vielleicht so ein Ultimatum gestellt wird, so, sorry, aber wenn du dich nie meldest, dann kann ich auch nicht mit dir eine Freundschaft führen. Und dann muss ich sagen, okay, du bist es mir wert, ich werde mir Mühe geben, mich mehr zu melden. Oder ich muss sagen, sorry, ich kann nicht mehr. Und dann passt es wieder nicht. Wisst ihr, was ich meine? Aber solange es so Kompromiss gibt, bedeutet das für mich auch, man hat einander nicht outgrown, sondern so, du hast dich halt weiterentwickelt und es passt vielleicht nicht mehr alles zusammen, aber du kannst noch so zusammenarbeiten, dass es irgendwie noch harmonieren. Leute, ich muss wieder zurück in die Schule. Ich kann nicht mehr Deutsch. Und das kränkt mich so. Ich war so gut in Deutsch. Harmonisieren. Fuck, Alter. Ihr wisst, was ich meine. Und dann hat sie auch noch, ich weiß nicht, ob sie, sorry, falls du zuhörst, wenn deine Punkte jetzt nicht genau das sind, sorry, meine Notizen sind nicht vollständig. Ich habe noch probiert zuzuhören, ich kann nicht multitasken. Aber so, dass man die Erwartungen dann eben auch so austauscht, so hey, ich brauche das und das in einer Freundschaft und auch über die Love Languages redet und so. Und das ist so underrated, weil man macht das gefühlt nur in Beziehungen, also so romantischen Beziehungen, aber eine Freundschaft ist genauso eine Beziehung und noch wichtiger, weil die Freundschaft bleibt und dein Freund geht vielleicht, ich hoffe es nicht für euch, aber so, weißt du, was ich meine? So, die Freundschaft gibt dir so viel, auch wenn man immer das Gefühl hat, so, ja, aber jetzt würde ich lieber mit meinem Freund chillen und so. Am Schluss des Tages sind trotzdem deine Kolleginnen für dich da, wenn dein Freund ein Wichser ist. Und umgekehrt halt auch, ja, könnt ihr auf alle Geschlechter beziehen, Leute. Ihr wisst, was ich meine. Dann sich auch anpassen an die Erwartungen von anderen probieren und eben so auch offen darüber reden, ja, das kann ich, ja, nein, das kann ich nicht, weil das hilft auch schon, wenn jetzt meine Kollegin mir sagt, sorry, ich kann mich nicht mehr melden, du musst entweder damit klarkommen oder so, sorry, es tut mir mega leid, aber ich kann einfach nicht, dann kann ich vielleicht ursprünglich gesagt, ja, ich kann nicht mit so jemandem befreundet sein, aber sobald ich von ihr gehört habe, hey, sorry, ich kann nicht, dann kann ich vielleicht gleich meine Sichtweise nochmal ändern und bin so, okay, sie kann das einfach nicht.
ja, eigentlich ist es gar nicht so schlimm, dass sie das nicht kann, weil dafür macht sie das und das. So, abwägen, bla bla bla. Dann hat sie gesagt, immer Problem sofort ansprechen oder so, auf jeden Fall nicht fucking erst in einem Monat. Und dass sie das wirklich mit dieser Kollegin so gut kann und wirklich macht. Und dazu würde ich halt einfach, habe ich so gedacht, ja okay, aber für das musst du dich halt auch wirklich wohlfühlen beieinander, um etwas ansprechen können. Und auch einfach so in der ganzen Kommunikation sich wohlfühlen. Weil wenn du zum Beispiel ich hatte das erst mal gehabt, habe ich einer Kollegin etwas angesprochen, was mich stört. Und für mich ist das so schwierig, weil ich würde am liebsten nie im Leben irgendjemandem sagen müssen, was mich stört, weil ich will nicht die sein, die Probleme macht eigentlich. Und dann habe ich das gemacht und habe mich mega zusammengerissen und dann kommt so wie so etwas zurück, was so ist, so ein bisschen, so wie abweisend, so okay, du hast mir das gesagt, aber ich werde nichts daran ändern. Und dann denke ich mir jetzt so, okay, ich werde nie mehr im Leben etwas sagen, weil du gehst ja nicht darauf ein. Und ich glaube, wenn man eine Freundschaft haben will, die wirklich gut funktioniert, dann muss man auch fucking einander zuhören. Und auch wenn du gerade sagst, Bro, das ist ein dummer Punkt, Bro, das kann ich nicht umsetzen, du musst irgendwie schauen, wie du das überbringst und wirklich so immer also so ein hure dumm, aber immer im Hinterkopf behalten, so, im Fall es könnte jetzt an dem scheitern, dass ich irgendwie dumm reagiert darauf und die Person wird nie mehr mit einem Problem zu mir kommen und dann ghostet sie mich einfach irgendwann, weil sie das Gefühl hat, sie kann gar nicht zu mir kommen und sagen, hey, das und das stört mich mega und ich wünsche mir irgendwie, dass das sich ändert für die Freundschaft und so. Darum so, ja, Wohlfühlen, Kommunikation, Probleme ansprechen, Probleme und so Sachen auch halt richtig kommunizieren, Bro, das ist so schwierig, aber darum hat sie mir gesagt, Bro, es ist so viel Arbeit und es ist schwierig und darum haben das wahrscheinlich auch mega viele nicht, weil für eine Freundschaft, denkst du mir, ja, für eine Freundschaft, Bro, so viel Aufwand, das ist ja nur eine Freundschaft, das ist ja nicht, wir heiraten einander nicht, das sehe ich mega oft auf TikTok. Ja, aber bist du ohne deine Friends? So, es ist schon wichtig, Leute, für Menschen, auch wenn wir sehr viel jetzt einfach an unserem Handy machen und wir haben ganz viele Kollegen, weil wir auf TikTok rumscrollen und menschliche Gesichter sehen, die uns Sachen erzählen und ihr Leben teilen. Unser Brain verwechselt das vielleicht, aber es ist immer noch toll, echte, gute Friends zu haben. Und übrigens, es fühlt sich auch mega gut an, wenn du anfängst, so gute Freundschaften aufzubauen. Und du kannst so ein bisschen stolz sein auf dich selber, so, oha, jetzt habe ich einfach etwas angesprochen und wir haben so ein Problem gelöst oder so. Weil dann wirst du auch immer selbstbewusster, weil du weißt, ich kann das, ich kann etwas ansprechen oder wir zusammen können über das Problem hinwegkommen oder wir zusammen sind einander genug wichtig. Und ich glaube, das gibt dir auch mega viel in einer Freundschaft, wenn du so Sachen überlebst, ohne dass es scheiße wird. Weil, Bro, wie oft haben wir schon Streit gehabt mit einer Kollegin, die wir eigentlich mega gerne hatten, und nur weil wir den fucking Streit falsch gemacht haben, redest du seither kein Wort mehr mit der. Obwohl man es einfach anders handhaben. Und das sind genau die Leute, wo du nachher zurückdenkst und so bist, oh, irgendwie ist schon noch schade, irgendwie ist schon noch lustig mit ihr. Weil es einfach so unnötig geendet ist, weil man einfach nicht überlegt hat und irgendwie nicht genug investiert hat. Und wieso ist das jetzt eigentlich gerade zum Freundschaftsratschlag geworden, wo ich eigentlich darüber reden, was ist, wenn man eigentlich keinen Bock mehr hat auf seine Friends? Ich weiß nicht, Leute. Ich weiß noch nicht, wie ich die Folge betiteln soll. Fuck, okay, egal. Und dann hat sie noch gesagt, mega wichtig, dass man voneinander weiss, was 100% geben bedeutet. Weil zum Beispiel für jemand anderes kann es bedeuten, für mich ist 100% geben, wenn ich dir jeden Tag 40 Mal anrufe. Und für die andere Person ist 100% geben, wenn sie einmal in der Woche es schafft, sich zu melden. Und wenn du das voneinander weißt, hilft das, glaube ich, auch schon ziemlich fest. Auf jeden Fall zum nächsten Kapitel. Wie weißt du, dass du auch nicht mehr kompatibel bist mit einer Person. Und das finde ich schwierig, weil eben genau das so, oh, ist es jetzt voreilig, wird ich es nachher bereuen? Eben nicht so, dass es so ist, wie ich gerade gesagt habe, ja, man hat sich einmal gestritten und nachher ist man einfach eingeschnappt und hat nie mehr miteinander geredet und das ist eigentlich mega schade. So, das wollen wir ja nicht. Man will sich ja sicher sein, bevor man ein Gespräch anfängt, das heisst, hey, irgendwie, weisst, überhaupt nicht böse gemeint, aber so, Bro, das braucht fucking Eier und die Eier wollen wir nicht fucking verschwenden für etwas, was vielleicht noch gar nicht nötig ist. Darum habe ich aufgeschrieben. Ich finde, wenn eine Freundschaft limitierend ist, eben genau mit den Sachen, die ich gesagt habe, dass du das Gefühl hast, du bist so einfach gefangen in dem Bild, das die Person von dir hat und du kommst so nicht von dem weg und du musst dir jedes Mal wieder selber erklären und du zweifelst so ein bisschen an dir selber, eben so, aber wenn sie nicht sieht, dass ich mich verändert habe, dann habe ich mich ja gar nicht verändert, so ein bisschen das. Weil ich finde es auch voll valid und okay und wichtig, dass man Wert legt auf das, was die Friends über einen sagen. So, ich will Leute in meinem Leben haben, wo die Meinung auch wichtig sein darf, wo ich Gewicht darauf legen kann, weil die Leute fucking
gescheit sind und mich kennen und mir wichtig sind. Und das ist vielleicht auch etwas, Bro, wenn ihr Friends habt, wo ihr so denkt, ja Bro, auf die muss ich eh nicht hören. Wieso sind ihr befreundet? Wieso bist du mit jemandem befreundet, wo du die ganze Zeit drauf scheissest und so denkst, ja, die weiss eh nichts, die hat eh keine Ahnung. Such doch bessere Leute, wo du denkst, oh mein Gott, die kommt mega draus, danke vielmals, es hat mir jetzt etwas gebracht, mit dir zu reden. So. Und so, auch wenn du von der anderen Person vielleicht die ganze Zeit denkst, so, du bist so, wenn alles einfach nervt und du bist so, Bro, komm mit einem besseren Thema, ich habe keinen Bock mehr dir zuzulassen bei dem, so das, dann merkst du auch so, okay, aber das heisst wahrscheinlich, du hast einfach schon 100 Millionen Mal das Gleiche zugelassen und die Person findet immer noch kein neues Thema und irgendwie so, wir reden immer noch über den Freund von der 6. Klasse. Das ist verdammt übertrieben gesagt, aber so, okay, hast du nichts Wichtigeres? Wieso ist das deine Priorität im Leben? Fair, aber meine Prioritäten sind jetzt anders. Ich würde gerne reden darüber, was sind unsere Zukunftspläne? Wie sieht unser Ideal, weiss doch auch nicht, Tag aus? Wenn wir so, halt so andere Themen und die andere Person wird darüber reden, ja, also gestern habe ich mir diese Schuhe gekauft und dann vorgestern habe ich mir diese Schuhe gekauft. Und don't get me wrong, ich liebe so Gespräche, aber wenn du nur über so Sachen redest, oder ja, und dann hat er mit ihr Schluss gemacht und dann hat sie das und das. Wenn so eine Gossip-Freundschaft ist, machst du auch gerade kübeln. Wirklich auch gerade kübeln. Ein anderer Punkt, wo ich würde sagen, dann hat man auch outgegrowt, ist, wenn du konstant das Gefühl hast, irgendwelche Grenzen werden überschritten. Und es ist nicht schon immer so gewesen. Es gibt ja Leute, Bro, die stehen dir die ganze Zeit auf die Füße und dann denkst du so, oh mein Gott, Bro, checkst du nicht, dass ich keinen Bock auf das habe? Aber das sind ja nicht deine Friends. Aber wenn du plötzlich das Gefühl hast, oder so schleichend das Gefühl hast, hey, die checkt irgendwie gar nicht, was mich nervt. Die checkt gar nicht, dass mich das und das verletzt. Dann bist du wahrscheinlich so out of touch miteinander, dass es einfach nicht mehr passt, weil es hat eine Zeit gegeben, wo du einander nur schon hast anschauen und die andere Person hat gewusst, was du denkst. Und jetzt plötzlich, oder wirklich über Jahre, merkst du, okay, aber die weiss nicht, die checkt gar nicht, die hat nicht mitbekommen, dass ich mich weiterentwickelt habe, die hat nicht mitbekommen, dass mich jetzt andere Sachen vielleicht stören. Und logisch, über das hättest du auch reden und so, aber ich finde, wenn du wirklich gut befreundet bist und die andere Person schießt irgendwie gefühlt einfach drauf, dass es dich vielleicht stresst, wenn, keine Ahnung, Leute, ich habe kein Thema, das triggert. Ja, keine Ahnung, was gibt's? Wenn du immer so dumme Jokes machst und oder nein, die andere Person macht immer dumme Jokes, die du gar nicht lustig findest. Und das verletzt dich jedes Mal. Und du zeigst jedes Mal so ein bisschen so, ja, okay. Okay, ich habe es nicht lustig gefunden, bitte hör auf mit dem. Und die Person macht weiter und weiter und weiter. Und das ist immer eine Grenzüberschreitung. Oder irgendwie also Sachen mit Typen und was, darf ich mit dem Ex etwas haben? Ja, immer so, dass so deinen Space invaden und Grenzen überschreiten, so, wenn das die ganze Zeit passiert, auch wenn du amigs etwas sagst oder klar, irgendwie, es ist klar so, das stört dich oder so, eine Person juckt das nicht, dann haben die einander vielleicht auch einfach outgegrowt und dann ist es halt einfach Pech für die Person, so, sorry, your loss. Die muss auf jeden Fall nicht jucken, wenn die andere Person nicht checkt, was deine Grenzen sind und alles geht nur um die Person. Oh mein Gott, das ist auch etwas, Bro, wenn es immer, jedes Mal, wenn ihr einander trefft, einfach nur darum geht, ja, dann habe ich das und das, dann habe ich das und logisch, es gibt einen Moment und Perioden, wo einfach die andere Person mehr Platz braucht. Und das ist überhaupt nicht das, was ich meine. Aber wenn über 2 Jahre eine nur über sich selber erzählen kann und kein einziges Mal fragt, wie es eigentlich dir geht, oder wenn sie mal fragt, wie es dir geht, dann erzählst du und dann redet sie dir rein, um nochmal etwas von sich selber zu erzählen, dann wirst du gerade ausgenutzt. Dann bist du keine Kollegin, dann wirst du auch gerade straight up ausgenutzt und dann ist deine Zeit irgendwo anders wirklich viel besser investiert. Übrigens, ich rede halt nur über Frauen, so sie, weil ich habe keine männlichen Kollegen, außer so Gays und einer, der straight ist, aber so der eine ist halt so, der macht gar nichts, der ist einfach so ein Fisch. Darum, sorry, ihr könnt das natürlich auch auf Typen anwenden, aber ich weiß nicht, ob es da gleich ist, weil ich das Gefühl, die sind halt auch wirklich, also mega, sorry, stereotypisch, die sind schon ein bisschen weniger invested und auch weniger zum Beispiel verletzt, wenn du irgendwie so etwas machst und so, das ganze Grenzen-Ding ist auch so ein bisschen mehr verschwommen und ich Gefühl, man ist einfach gar nicht so close mit einem Typ, meistens, wie man in einer weiblichen Freundschaft werden kann, eben auch einfach nur schon, weil wir einander ja alle viel besser verstehen, weil wir genau wissen, was wir meinen. Und dann verletzt sie ja logisch auch viel mehr, wenn du weißt, Bro, die weiss genau, wie es für mich ist, wenn sie mir sagt, ich habe zugenommen, zum Beispiel. Die weiss genau, wie es mir geht, wenn sie mich jedes Mal dumm anschaut. Wo man bei einem Typ vielleicht denkt, ja, Bro, das ist einfach ein Typ, der schaut halt blöd. Ist das fair? Nein, aber so funktioniert halt irgendwie. Auf jeden Fall, letzter Punkt, wenn eure Werte einfach nicht mehr übereinstimmen. Und das merkt man eben auch nicht so schnell. Und da habe ich persönlich die Erfahrung gemacht, dass ich auch immer zuerst bei mir selber zweifle, so, hey, ja, aber meinst du, sie macht das extra? Oder meinst du, ihr fällt überhaupt auf, dass sie
irgendwie gerade so etwas macht, was überhaupt nicht vertretbar ist. Oder vielleicht macht sie es einfach nicht extra. Und vielleicht habe ich ja einfach zu strenge Sichtweise und so. Bro, ich bin überhaupt nicht streng, Digga. Solange du nett zu mir bist und fucking korrekt bist, juckt es mich über den feuchten Scheissdreck, was du machst. Und trotzdem gehe ich jedes Mal zu mir selber und sage, ja, deine Standards sind, glaube ich, auch einfach zu hoch. Nein, sind sie nicht. Wenn, zum Beispiel für mich, fremdgehen, nein, macht man nicht. Macht man einfach nicht. Wenn ich eine Kollegin habe, die vermehrt darüber redet, dass sie irgendeinen vergebenen Typ geil findet und dass sie es schon würde und bla 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 bla, dann muss ich auch irgendwann sagen, ja sorry, aber Bro, wir haben nicht die gleichen Werte und mit so jemandem muss ich nicht unbedingt befreundet sein. Wenn es andere Menschen gibt, die besser zu mir passen, ja, wir können uns ab und zu mal treffen, eben so, wenn es jetzt eine Schulkollegin ist, okay, fair, wir sehen uns irgendwann, aber du bist nicht in meinem Close Circle, so, verpiss dich, Bro, du hast nicht die gleichen Werte. Und das verändert sich ja auch eben beim Erwachsenwerden. Und ich finde, das kann man den Leuten auch nicht, also doch, fremdgehen finde ich, kann man den Leuten schon übel nehmen, aber ich meine so, keine Ahnung, Alter, du wirst, wenn du erwachsen wirst, so mit 20, vegan und vorher bist du eigentlich nicht vegan gewesen. Und deine Kollegin ist halt auch nicht vegan und sie fuckt sich hure darüber ab, dass du jetzt plötzlich vegan bist und die fuckt es ab, dass es sie abfuckt. Gut, dann passt ihr einfach vielleicht gar nicht mehr so zusammen, weil vegan sein ist viel mehr als einfach nur vegan sein. Es geht ja auch mit dem ganzen Weltbild einher und umgekehrt für Menschen, die das nicht verstehen, geht das mit ganz viel Vorurteilen einher und willst dann mit jemandem chillen, der die ganze Zeit im Hinterkopf hat, ach, das ist die Vegane, Alter, jetzt hoffentlich erzählt sie nicht noch mehr davon, dass sie vegan ist. Hoffentlich. So, das ist einfach so unnötiger Stress. Und eben, das ist so, du merkst es nicht direkt und ich finde auch, da kann man sich ein paar Sachen, also du musst so ein bisschen das verfolgen, so ist es jetzt einfach etwas, wo sie wahrscheinlich anders sieht als ich, aber ich finde so die wichtigen Werte, wo man wirklich, und das haben ja alle anders für sich, der eine ist es mega wichtig, loyal zu sein, der andere ist es mega wichtig, ehrlich zu sein, der andere, so, es gibt ganz viele verschiedene Sachen, aber wenn deine wichtigsten Sachen überhaupt nicht zu ihren wichtigen Sachen passen, dann wird das immer so ein Reibungspunkt sein. Und wie gesagt, es ist auch okay, dass sich das verändert. Und ich finde es auch legit, um so zu sagen, oh, das verletzt mich jetzt aber hure, weil es ist eigentlich nicht so gewesen. Und dann bist du so confused und vielleicht hässig. Aber man muss halt auch einfach das sehen. So. Nicht alle müssen gleich bleiben, wie du sie kennengelernt hast. Und sie haben auch das Recht auf eine andere Sichtweise. Und das ist alles fair. Ich tue überhaupt nicht Leute judgen dafür, dass sie so bleiben, wie sie sind, und dass sie sich 180 Grad verändern. Es geht überhaupt nicht um das in dem, sondern einfach nur, wenn wir uns nicht miteinander entwickelt haben, sondern so gegeneinander oder so weit weg voneinander, dann müssen wir auch wirklich nicht befreundet sein. Und ich will das auch so ein bisschen fucking aussprechen und dass es so ein bisschen normalisierter ist, weil ich habe keinen Bock mehr auf die Aussagen von wegen, ja, aber wir kennen das jetzt schon lange, es wäre halt schon mega schade, auch wenn sie ein verdammter Wichser ist. Low-key. So. Bro, mach es doch einfach. Und das muss ich auch mir selber sagen, weil ich finde es wirklich auch mega schwierig. Eben, weil es ist so, okay, aber ist es jetzt der Punkt oder könnte man noch etwas retten? Und dann zum Schluss noch so kurz, wie man das echt macht. Leute, das ist wirklich, das habe ich auch meine Kollegin gefragt, weil ich bin die fucking Letzte auf diesem Planeten, die würde ankommen und sagen, du, schau, wir passen hier zusammen. Tschüss, schönes Leben. Weil ich kann das nicht. Ich kann das denken. Ich kann mit meinen anderen Kollegen über das reden. Hure räudig von mir. Ich bin immer die zuerst mit allen anderen darüber redet. Und wenn es um die geht, bist du die letzte Person, die von dem erfährt, dass ich ein Problem hatte. Richtig, das ist richtig asozial, Alter. Aber ich rede nicht gemein, glaube ich eigentlich. Ich bin einfach mir so, Leute, Hilfe. Findet ihr auch, dass das blöd ist und dass ich etwas sagen oder ist es noch okay? Ich gehe immer zu meinen Kollegen und frage so, findet ihr das auch schlimm? Oder bin ich am Überreagieren? Weil ich schon so oft in meinem Leben gehört habe, dass ich das Problem bin und dass ich überreagiere, dass ich wie so muss so einen Vergleich haben mit so normalen Menschen, wo mir sagen, nein, es ist schon komisch. Und dann bin ich so, okay, gut, es darf komisch sein. What the fuck? Idealerweise. Nicht ghosten, nicht einfach ignorieren, nicht einfach asozial werden und hoffen, dass die andere Person sich distanziert, weil das ist fucking unfair und gemein. Und ich weiss, es ist die einfache Variante, denkt man, aber es ist gar nicht einfacher, weil es wird die hure lang noch so verfolgen, so, oh, was ist jetzt echt? Oh, hoffentlich meldet sie sich nicht mehr und oh, ist sie jetzt hässlich? Nachher, wenn du die irgendwo siehst, Bro, dann ist es so unangenehm und wenn du dann mit Leuten darüber redest, ist es unangenehm. Du kannst nicht einfach behaupten, ja, wir haben darüber geredet und irgendwie passt es auch nicht. Du bist so, ja, keine Ahnung. Und
und dann spricht sich das so um, dann kommt es wieder zu dir zurück, dann bist du so, hä, aber so war es gar nicht gewesen. Und, ne? Aber wie war es denn gewesen? Du kannst gar nicht definieren, wie es war, weil du hast nie miteinander darüber geredet. Und das ist jetzt auch nicht primär das Problem, so, Bro, was juckt es dich, was andere Leute darüber sagen, aber gleich so, es ist ein grösserer Pain, einfach Leute ghosten und nachher 100 Geschichten darüber hören müssen und wissen, okay, das hat die Person wahrscheinlich verletzt oder gar nicht wissen, was denkt denn die andere Person dazu. Es hilft einfach, miteinander darüber geredet zu haben. Darum einfach nett ansprechen, wahrscheinlich. Und meine Kollegin hat gesagt, sie würde so sagen, so, hey, ich habe für mich einfach gemerkt, das stimmt nicht mehr so. Und das heisst überhaupt nicht, dass ich dich nicht gerne habe als Person. Ich habe dich immer noch gerne und du bist eine coole und so. Aber für mich, mir bringt es irgendwie keinen Mehrwert mehr und es stresst mich mehr, als dass es mir etwas Gutes bringt, wenn wir miteinander Zeit verbringen. Und das ist einfach, weil ich mich wahrscheinlich anders entwickelt habe und vielleicht einfach nicht mehr alles so übereinstimmt. Aber bitte nimm es nicht persönlich, ich wollte es einfach sagen, weil für mich stimmt es nicht mehr. Und ich so zu ihr, Bro, ich würde so anfangen heulen, wenn man das jemand sagen würde. So, ja, ich habe die gerne, aber ich habe nicht genug gerne, um mit ihr befreundet zu sein. Aber ich glaube, das ist so der erwachsene Way, wie man das macht. Ja, das ist hart und schwierig. Und Props an alle, die das schon mal gemacht haben. Oh mein Gott, kommentiert bitte unter einem Insta-Post auf «Los mal» zu dieser Folge, wie ihr, falls ihr es schon mal gemacht habt, so eine Friendship Breakup gemacht haben. Und zwar eben so auf die Ebene von ja, irgendwie passen wir einfach nicht mehr zusammen. Nicht so, du hast das und das gemacht. Du bist so, wenn man nicht so einen richtigen Grund hat, zum hässlich zu sein, weil dann ist es ja hure einfach, kannst du sagen, Bro, fick dich, Alter. Sicher bin ich nicht mit dir befreundet, wenn du mein Freund bumst. Wisst ihr, was ich meine? Aber wenn es so nicht so eine Situation ist, wie habt ihr das gemacht? Bitte Inspiration. Und zu all dem, so ein Schlussding, probiert immer zu überlegen, wie wichtig ist mir diese Freundschaft. Weil du musst alles an dem anpassen. Wie wichtig ist sie mir? Wie viel bringt sie mir? Dumm gesagt. Nicht, dass du profitierst von der, aber so, wie glücklich macht mich diese Person? Wie fühle ich mich, wenn ich mit dieser Person zusammen bin? Und basierend auf dem, was du dann da herausfindest, finde ich, kannst du auch anpassen, okay, wie viel Zeit investiere ich in vielleicht das Retten? Wie viel Arbeit muss ich leisten, bis ich sagen kann, okay, nein, es bringt wirklich nichts mehr. Oder ja, wie nett muss ich das jetzt noch kommunizieren? Oder wenn es wirklich so Leute sind, wo du eigentlich basically nichts mehr hörst, dann kannst du vielleicht gleich das so ein bisschen ausgleiten lassen. Und ja, jetzt haben wir einander einfach nie mehr gesehen, weil keiner von uns sich gemeldet hat. Aber so vom einen Tag auf den anderen, wenn du viel Kontakt hast, das finde ich halt unfair, oder? Aber wenn es so ist, so, ja, keiner gibt sich Mühe, du bist mir eigentlich auch nicht mehr wirklich wichtig, je nachdem kannst du ja gleich so ein bisschen einfach ausklingen lassen, oder? Aber das muss man wie so ein bisschen abschätzen und wirklich ehrlich mit sich selber sein, finde ich. Einfach mal schauen, so, okay, aber wie wichtig ist sie mir? Weil es tut auch amigs weh, zum Eingestehen, es passt nicht mehr und ich fühle mich hure verletzt von dieser Person und von was sie macht oder wie sie sich äußert, bla bla bla. Aber irgendwie ist sie mir gleich hure wichtig. Dann musst du irgendwie auch herausfinden, fuck, wie gehe ich jetzt mit dem um? Ja, Leute, das wollte ich einfach sagen. Ich weiß auch nicht, ob das jetzt fucking etwas gebracht hat oder nicht. Ich finde, mir hat es etwas gebracht, weil eben ich beschäftige mich gerade mit dem Thema und ich finde es hure unangenehm. Und ich habe halt immer die Angst, dass wenn ich so quasi Friends gehen lasse oder einfach so sage, hey, schau, irgendwie passt es nicht. Das heisst ja auch nicht, dass wir einander nicht häusen oder bla bla, oder? Aber auch so, dass quasi offiziell sagen, Bro, du bist nicht für mich, das macht mir so Angst, weil ich habe wie das Gefühl, fuck, aber was ist, wenn ich nachher entweder das bereue oder so ganz allein bin und dann zurückdenke und denke, wow, aber es war doch so eine gute Freundschaft gewesen. Weil ich glaube, wir kennen das alle, auch wenn wir zum Beispiel mit einem Freund Schluss hatten, so ist man immer nachher so, es ist ja gar nicht so schlimm gewesen, weil man einfach das Retrospektive einfach nicht im Griff hat. Darum mega schwierige Entscheidungen, aber wichtig und vor allem, würde ich einfach sagen, wirklich in dem Alter, wo wir jetzt sind, wichtig. Weil wenn du jetzt nicht diesen Schritt machst und neue Leute kennenlernst und dich traust und so, dann wird es nur schwieriger. Und ich sage nicht, dass du mit 40 nicht neue Friends machst, so. Aber es wird einfach immer schwieriger und du bist auch so reserviert, wenn du zum Beispiel jetzt dein Studium anfängst und du denkst, ja, ich habe ja meine Kollegen von daheim. Nachher redest du mit niemandem im ganzen Studium und irgendwann merkst du, oh fuck, vielleicht hätte ich auch noch andere Friendgroups müssen haben oder irgendwie mit anderen Leuten mich connecten und das gibt dir so viel, auch wenn niemand von denen muss deine Best Friends werden. Und es ist übrigens auch voll geil, okay, wenn du keinen einzigen Best Friend hast an dieser Stelle. Aber ja, einfach jetzt checken, was will ich und sich aktiv Gedanken darüber machen, weil so viele Leute lassen es einfach so passieren und denken gar nicht darüber nach, so, ja, jetzt auch die Kollegen. Und dann irgendwann denkst du so, fuck, Alter, also irgendwie sind das alles dumme Leute. Wieso habe ich nicht mit 19, 20 mal kurz überlegt? Weißt du, was ich meine? Ja, jetzt bin ich müde.
Ich habe Halsweh. Danke fürs Zuhören. Falls ihr irgendein anderes Thema habt, wo euch da gerade beim Zuhören in den Sinn gekommen ist, wo ihr gerne etwas darüber hören würdet, let me know. Ihr könnt mir das auf Insta schreiben, ihr könnt das da bei der Folge auf Spotify, hat so ein Feedback-Ding, könnt ihr es dort reinschreiben, ihr könnt... Ja, Bro, ihr könnt es mir eigentlich überall schreiben. Es hat sogar in der Beschreibung immer so einen Link, wo ihr auch Storytimes machen könnt oder für eine Advice-Session eure Probleme reinschreiben könnt. Bitte schreibt mir eure Probleme nicht in meine Insta-DMs. Ich habe das schon mal auch in einer Story erwähnt. Das stresst mich. Das lässt mich mega schlecht fühlen, wenn ich nicht antworten kann, weil ich kann euch nicht antworten. Und ein paar Leute sind wirklich auch... Sorry, ich will niemanden schämen, aber ein paar Leute haben wirklich das Gefühl, dass ich 24/7 da bin, um kurz zu beantworten, wie ihr die Aufmerksamkeit von eurem Crush bekommt, weil er auf Snap nicht mehr zurückgeschrieben hat. Und da bin ich auch so, hallo, also da könnt ihr wirklich selber eine Lösung finden. Da kurz ein kurzer Front. Sorry. Grenzen setzen, Leute, Grenzen setzen. Ich meine es wirklich gut, aber im Podcast ist halt so ein geschützter Rahmen, wo ich weiss, okay, heute mache ich eine Advice-Session. Heute lade ich mich auf Probleme von anderen Leuten ein und probiere ihnen zu helfen. Aber das ist etwas ganz anderes als 24/7 bombardiert werden mit irgendwelchen Problemen von allen Leuten und sich verantwortlich fühlen zum Helfen, weil die Leute schreiben, «Ey, Mama, bitte, ich brauche unbedingt deine Hilfe, oh mein Gott, du bist die einzige Person, die mir helfen kann.» Und nachher ist es so, was soll ich anlegen? So, bitte, das ist asozial. Das ist wirklich asozial von euch. Habt ihr den Podcast schon bewertet? Sagt ja. Falls ihr auf YouTube schaut, keine Ahnung, wieso ihr auf YouTube unterwegs sind, aber leave a like. Falls ihr auf Spotify sind oder auf Apple Podcasts, lasst mir ein paar Sternchen da. Am liebsten 5. 4 ist... Nein, 5, Leute. Wir sind perfektionistisch. 5 oder gar keine. Danke. Geht mir auf «Hören mal» auf Insta folgen, falls ihr keine Updates verpassen wollt. Zum Beispiel diese Folge heute ist zu spät abgeloadet worden. Das haben die Leute, die wir auf Insta wissen, Folgen schon gewusst. Sind vorbereitet gewesen. Ich kommuniziere eben, wisst ihr? Ich bin ein gesunder Mensch. I wish. Macht's gut und bis nächste Woche. Vergesst nicht, Tickets für die Live-Podcast-Show auch in der Bio. Kommt, ich freue mich. Es sind übrigens schon basically die Hälfte der Tickets ausverkauft. Also nur mal so. Ihr habt nur noch halb so viele Tickets zur Verfügung, um es anzuschaffen. Und, oh mein Gott, ich habe überlegt, ob ich das erzählen soll oder nicht, weil wenn jemand Auge macht, dann passiert es vielleicht nicht. Und es ist eben noch nicht fix und ich hasse Sachen erzählen, die noch nicht fix sind. Aber ich bin am Probieren, gute Bags für euch zu securen für die Podcast-Show, dass ihr fucking etwas von meinen Partnerships auch so bekommt. Wisst ihr, was ich meine? Aber sagt es keinem. Ich weiß auch nicht, ob ich das erzählen darf. Soll ich mal eine ASMR-Folge machen? Okay, tschüss zusammen. Bis nächste Woche. Oh, und falls es alle meine Kolleginnen hören, Leute, fühlt euch einfach nicht angesprochen. Und vielleicht bist auch du gemeint, aber so, ich würde es dann in meiner Zeit erzählen. Sorry, ihr müsst mir klarkommen, ich bin fucking Internetperson. Sorry, ich weiss, es ist auch asozial, dass ich mit dem Internet darüber rede und nicht mit euch. Tschüss! Ciao.